Es ist unbestreitbar, dass man bei dem Begriff Höhle an Grotten denkt, die mit spektakulären Felsformationen wie Stalaktiten und Stalagmiten geschmückt sind, die typisch für kalkreiche Karstgebiete sind. Da diese Art von Geologie im Großherzogtum nicht vorkommt, sind die meisten Höhlen fast völlig frei von Konkretionen. In vielen Fällen handelt es sich um Klufthöhlen, die typisch für sandsteinreiche Gebiete sind. Sie entstehen in der Regel durch die Abspaltung von Felswänden, gefolgt von Einstürzen eines größeren Ausmaßes. Dies bedeutet, dass die Hohlräume weniger spektakulär und in Ausdehnung und Tiefe stark begrenzt sind. Trotz ihrer Länge von etwa 160 Metern gehört die Djimanopo-Höhle zu dieser Kategorie von Höhlen. Doch die Natur kann uns auch an den unmöglichsten Orten Wunder schenken. Sehr junge Stalaktiten und Stalagmiten, Wandsintern, beginnen, von den sterilen Wänden einer scheinbar inaktiven Höhle Besitz zu ergreifen. Konkretionen, die mit der Zeit und mit dem Respekt derjenigen, die sie beobachten, diese Höhle, die bereits reich an Geschichte ist, verschönern werden.